Herzlich willkommen zum Unboxing-Video von Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3, aber nicht der gewöhnliche Version, nein, sondern der Will of Fire Edition, die noch einige Zusatzfeatures hat, aber dazu kommen wir gleich so dann, Moment mal kurz, nehmen wir kurz ein bisschen runter, ja, genau, wegen dem Zoom-Effekt, da ist die Kamera ein bisschen merkwürdig eingestellt, aber gut, also, kommen wir endlich nochmal dazu zum Unboxing, hier ein bisschen ja, halt das Messer. Konfigurieren nicht, hätte man dann gesagt. Nee. So, ich bin gerade ein bisschen nah am Tisch heran. Könnte also sein, dass das gerade alles ein bisschen groß aussieht, aber natürlich in Wahrheit nicht so groß dargestellt werden sollte. So, jetzt aufpassen, wir hier nicht irgendwie etwas. Ups, genau. Nicht unbedingt an den Tisch rankommen und irgendwie das Mikrofon übersteuern, aber gut, leider passiert. C'est la vie, gut. Genau, haben wir schon fast. Der Plastik immer. Man, gibt so viel Plastik auf der Welt, damit könntest du irgendwie 12-mal die Erde umrunden. Leider kein Scherz. Leider. So, hier ist sie also endlich, die Ultimate... Oh, Entschuldigung, schon das Mikrofon gekommen. Da bin ich an die Webcam. Die Ultimate Ninja Storm 3 Collectors Edition. Diesmal, ja, die Will of Fire Edition. Will of Fire. Hier auf der linken Seite seht ihr Darui Kakashi. Sehr nett. Und auf der anderen Seite Shikamaru, ja doch ist Shikamaru mit Mifune, dem Samurai. Und hier hinten seht ihr noch, was alles drin hat. Und dazu kommen wir jetzt gleich mal, Freunde. Diese Box. Ziemlich breit für ein Spiel und so, also würde ich mal sagen, hat ein bisschen mehr drin als nur das Spiel. Aber was denn genau? So, jetzt mal gucken. Ja, so. Ah, ja, genau noch. Sieht man auch noch da. Naruto mit Kurama im Kyubi-Modus. Und dann sieht man Kurama dessen, oder Kyubi. Wer auch immer, der ein bisschen sauer drauf guckt. Und da, was ist das hier? Achso, das ist, glaube ich, Shui mit seinem Vater Shosa da oben. Und hier unten dürfte wohl Kakashi sein. Obwohl, das sieht ein bisschen böse aus, aber naja. Wow, Hilfe, Mann. Nicht zu laut hier. So, was hat's denn hier Schönes drin? Hallo? Sieht gerade ein bisschen seltsam aus. Moment, ich zeig's euch gleich. Wow. Himmel, auch schon donnert zu werden. Ah, jetzt geht's besser. Ja, das ist es also. Kann man sagen, hier das Spiel und hier sonst was auf Japanisch. Sehr schön. Zuerst mal das Spiel oder erst zum Schluss? Ich weiß nicht so ganz. Nee, erst zum Schluss. Erst zum Schluss das Spiel. Mal hier hochpacken. Was haben wir zuerst? Natürlich mal Naruto Ninja Storm 3 Game Soundtrack. Was hat's hier wohl drin? Gute Frage. Naruto im Jinchuriki Mode, glaube ich, heißt der genau. Tracks, das sind unter anderem, sieht man das, kann man es lesen, Kamera bitte zoomen. Hallo, Automate, zoom, jetzt geht's. Der 4. Hokage, The Burning Leaf, Darkness Captures the Flash. Achso, ja, der Flash. When Will's Diverge, The Girl's Confession, Nine Tails, Tooth and Nail, was auch immer das bedeuten soll. Kushino Uzumaki bekommen, kann das sein, dass irgendwie die ganzen Soundtracks nur, doch, da, Brothers Wish, hatte gerade irgendwie das ganze Soundtracks nur vom Angriff vom maskierten Mann und dem Kampf gegen Minato handelt. Naja, Roaring Kurama und hier sieht man auch noch die Symbole aller 5 großen Dörfer. Ja, auch nicht schlecht. Under Clear Sky und ja, Roaring Kurama, genau, und Light zum Schluss. Das ist also der Soundtrack. Da will ich sicher mal reinhören, vor allem. Jetzt hätte beinahe reingucken gesagt, natürlich reinhören. Ob ich da irgendwie was noch. Moment, hier noch kurz die CD selber. Wow, Hilfe. Ganz toll. So. Ob ich das irgendwie in ein Let's Play noch einbauen kann, kommt wohl auf die GEMA drauf an, wa? Aber denke mal, wenn es irgendwie so zum Let's Play selber untermalt oder irgendwie am Schluss wird er halt im letzten Part, sag ich jetzt mal vom Let's Play, wenn auch immer der kommen sollte, irgendwie so eine Art Zusammenfassung machen, die besten Hits nochmal alles bringen und so und dann die Musik untermalen, dürfte vielleicht nicht so ein Problem werden. Naja, mal gucken. Und hier das Poster, das kommt natürlich nur ran, wie das aussieht, wenn es fertig ist, aber, also fertig ist natürlich aufgeklappt ist. Moment, ich gucke gleich mal kurz. Mann, ey, Alter. So, wenn wir uns mal hier die Kamera ein bisschen runter machen, sonst seht ihr da relativ wenig. Genau, da ist das immer noch. Das Poster vom Format, würde ich mal sagen, A2, ja, da hat er keine Chance zu sehen. Das ist viel zu groß jetzt für die Kamera. Kannst mal hier stückchenweise so runterbringen. Doch, das geht. So, nee, geht eben gar nicht. Ihr seht schon, ihr seht praktisch gar nichts. Ihr seht natürlich hier von Naruto und so, sprich das Storm 3 Logo ist mal hier zu sehen.
Oben wäre es dann, Moment, muss man hier kurz ein bisschen mühsam hier. Hallo? An der Rückseite noch, cool. Ja, auf der Vorderseite, hallo, Mann, also die Poster heutzutage kannst du auch nicht mehr falten. Unglaublich, so jetzt aber. Ja, jetzt geht's doch. So, vielleicht seht ihr noch was, genau. Naruto im Kurama-Modus, man sieht's kaum, leider. Und die Rückseite ist einfach mit Killer Bee, mit dem Hachibi oder wohl eher dem richtigen Namen Gyuki, aber das ist ein anderes Thema. Ja, einfach hier ist noch so ein großes Poster, kann ich jetzt leider nicht so genau zeigen, tut mir leid, aber kann sich hier ungefähr vorstellen. Sonst halt, wie gesagt, hier, Moment, ich komm gleich. Ungefähr so, Dankeschön für den Sound, etwas so wie hier. Ja, doch, etwas so sieht's aus, man, es kann wieder die Kamera, hey, so. Etwas so wie hier, sprich so wie Naruto da, natürlich hier noch ein bisschen nach Kurama zu sehen, der Kopf, und halt die Rückseite hier mit Killer Bee und dem Hachibi. Das war eigentlich auch schon alles vom Poster. So, jetzt einmal hier. Was hat's denn hier sonst noch drin? Und zwar, meine Fresse. Wenn du Karten hier kannst. Oh, hat noch was drin? Moment, was habe ich denn noch Schönes drin? Karten. Okay, Karten. Mal hier hochstellen. Kartenfreunde, was hat's denn hier für schöne Karten? Naruto Uzumaki. Steht da was Besonderes? Unique Training, sorry, war gerade weg vom Mikrofon. Das Trading Card Spiel wohl. Kamera zoomen, dankeschön. Hier nochmal Naruto Uzumaki. Cool, wenn ich irgendwie Sammellust hätte, wa? Und hier nochmal die gleiche Karte. Wieso kriege ich hier dreimal die gleiche Karte? Von Naruto im Goku-Kostüm ist das, naja, fett, wenn es einmal wäre. Bei dreimal finde ich das schon ein bisschen seltsam. Steht doch überall das gleiche drauf. Dreimal die gleiche Karte. Tja. Schon krass, war. Gut, soviel dazu. Wir hatten den Spiele-Soundtrack, wir hatten das Poster. Jetzt, was hat's eigentlich hier noch drin? Was ist denn das? Oh yes. Coming soon, in Kürze sind solche Charakteren. Spielfiguren hier mit Itachi, mit Minato, Deidara und Gaara. Aber hier drin ist natürlich Naruto und in der True Despair Edition, glaube ich. Die gibt es ja hiervon auch, von dieser Collectors Edition gibt es noch die True of Despair. Da wäre dann halt Sasuke dabei statt Naruto. So, jetzt macht ihr natürlich auch mal kurz auf, um euch das zeigen. Es lebt das Messer. Endlich ist es auf. Dankeschön. Mikrofon, das am Weg standest. Ich weiß es gerade nichts, das kommt aber gleich noch. Zack, zack, zack. So herum. Mal kurz hier rausnehmen. Wie jetzt A. Seht ihr, hier ist ein groß fettes A. Mal gucken, da ist sonst noch was drin. Flog gerade etwas heraus. Das ist nie ein gutes Zeichen, wenn etwas herausfliegt. Was ist runtergefallen? Hallo, Boden. Ja, ich weiß, Leute, ihr hört mich gerade vermutlich eher dämlich hier im Hintergrund, aber mir ist was runtergefallen. Ich weiß gar nicht, ob das wertvoll oder wichtig ist. Hallo? Nee, war ein Stück Karton. Ja, super, hat sich ganz Mühe gelohnt. So, egal, Mann. Alles hier ein bisschen eng hier. So, hier ist ein Naruto-Spielfigur. Mal kurz auspacken. Was ist denn hier hinten noch? Und draufstellen. Ist ja auch mal nice, nicht wahr? Wir kriegen jetzt den Scheiß auch. Noch mehr Karton. Da glaubst du ja eigentlich nicht, hey. Tja, die Öffnung wäre jetzt was. Da ist eine Gewalt dran, nicht wahr? Mit zarter Gewalt den Plastik aufmachen und dabei das Ganze in 10.000 Teile reißen. So, es kommt. Hier ist mal Naruto selber. Der natürlich nicht stehen möchte. Oh, der muss hinlegen, gut. Der Ständer fehlt noch. Der Ständer. Bitte nicht zweideutig verstehen, Freunde. Ich weiß, mit Ständer bezeichnet man auch was anderes, aber hier ist es wirklich nicht zweideutig gemeint. Ich hoffe zumindest. Yep, nicht zweideutig, gut. Jetzt. Gut. Mann, so, weg damit. Der braucht mir nicht mehr den Karton. Hier haben wir den Ständer, sage ich jetzt mal, nicht wahr? Ups, Entschuldigung. War mal ein bisschen zu laut. Jetzt muss den irgendwie drauf. A und B und
Ja, so. Das ist ja also die Naruto-Figur, die dabei ist bei der Will of Fire Edition. Sieht irgendwie schon geil aus, oder? So ein Glänzen und so. Gar nicht mal so übel. Cool. So, wir hatten den Soundtrack, wir hatten das, wir hatten die paar Sammelkarten, wir hatten das Poster. Jetzt fehlt natürlich die Krönung, das Spiel. Entschuldigung, gerade aufgestoßen. Das Spiel PS3. Natürlich, Will of Fire. Steht auch hier schön. Was steht auf der Rückseite? Fire up the aliens! Oh yes, der Krieg hat begonnen, wie ich fürchte. Und hier unten anders sehr schön zu sehen. Moment, sieht man es überhaupt? Kamera, zoomen. Kamera, achso, der Hintergrund. Hallo? Na, man sieht es nicht. Jedenfalls hier unten etwa da steht noch etwa 3D, sprich 3D-fähig wird das Ganze noch. Ist ja auch schön, aber brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Gut, hätten wir das auch. So, jetzt komm mal. Du musst das manuell machen. Hallo, dämliche Kamera. Hey, noch näher ran, oder was? Ah, jetzt macht das da. These games playable in 2D oder 3D. Und man sieht ja auch noch HD-Minimum, ja gut, 1 Player bis 8 Player und PAL HD 720p Aufnahmen. Natürlich wird es trotzdem in Full HD zocken und vermutlich auch hochladen, aber halt die Aufnahme selbst ist nur in HD möglich. Tja. Aber es ist bei der PS3 und bei der Xbox 360 noch öfters des Falls, dass die zwar Full HD unterstützen würde, aber die meisten Spiele trotzdem nur HD haben. Aber heutzutage auch nicht mehr so wild, so jetzt mal kurz hier aufmachen noch. Noch mehr Plastik, das hätten wir jetzt schon genug davon gehabt, nicht wahr? Aber ja, was willst du machen? Plastik. Was wäre die Welt ohne Plastik? Eine schönere Welt vermutlich. Gut, wie gesagt, jetzt soweit immer noch gleich. Auch hier das schöne USK-Logo, immer noch schön zu sehen. Herrlich, das muss auch so sein. Das ist ja irgendwie so bestimmt worden, weiß der Geier wieso. Und hier haben wir das Spiel, das bei allen gleich aussieht. Hoffe zumindest mal. Peggy 12. Ja, wie immer. Aber hier links noch was ganz anderes. Und zwar, hier seht ihr meinen Code. Nun gut, ich muss ihn nachher mal kurz einlösen. Genau, der Code, der hier halt für Get Your Goku Kostüm DLC, Register Your Game, kann ich ja alles noch machen. Moment. Ups, das war auch super. Genau hier, Go Node Storm 3, damit ich mir hier die ganzen DLCs runterladen kann. Und hier halt noch die Bedienungsanleitung. Get Your Goku Kostüm DLC. Ist sonst noch etwas? Oh. Der hat sogar eine zweite Seite. Guckt das mal an. Amazing Goods for You VICP. Und da oben steht es genau. Register your games, collect points and get one of these for free. Gar nicht mal so übel. Sogar gratis. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, der Code hier steht zwar vorne drauf, wenn ihr den vorher gesehen habt. Wir können zwar versuchen, ihn einzugeben, aber bis ihr dieses Video zu sehen bekommt, habe ich das bereits gemacht. Also ich glaube nicht, dass er mehrmals verfügbar ist, aber wir können es mal versuchen. Vielleicht geht es trotzdem. So, Storm 3, Will of Fire, mal kurz durchblättern, nicht wahr? Vielleicht steht noch was Interessantes drin, wer weiß das schon? Online-Battle. Was? Manuel Français steht da links oben. Was für eine Schweinerei. Okay, Französisch braucht jetzt echt kein Schwein. Also zumindest jetzt nicht ein Schwein hier in der Deutschschweiz, zumindest jetzt mal nicht. So, Steuerung, gut, ist sowieso ähnlich wie bei Storm Generation, Storm 2, also jetzt nichts Besonderes. Freier Kampf, kann ich auch schon alles. Online-Kampf ist auch nichts Neues. Kampfbildschirm, kann ich auch alles. Tauschenanzeige, etc. Tja. Spanisch, Italienisch, Englisch, würde mal sagen, es steht nichts weiteres drin, Leute. Das war's also mit dieser Collectors Edition hier zu Storm 3. So, jetzt mal kurz hier den Code nochmal verstecken. den Code. Moment, mach's ein bisschen anders, sonst vergesse ich den nachher. Na gut, du warst denn draußen, sonst vergesse ich ihn echt noch. Gut, hier das Spiel. Ich muss ich nachher gleich aufnehmen von der ersten Part, der muss am Freitag noch raus. Dürfte ein bisschen knapp werden, mal gucken. So, wir haben jetzt also mal zusammen, wir haben hier das Spiel, wir haben hier eine schöne Box halt, die ich jetzt aber nicht weiter gebrauchen werde. Das Spiel, die Naruto, Sammelfigur halt. Den Soundtrack, den ich jetzt hier auch mal, hält sogar.
Hält was verspricht, auch nicht schlecht. Genau, hätten wir das noch. Dann halt noch das Poster, kann ich jetzt leider nicht mehr zeigen, tut mir leid. Moment, das kann mein fetter Arm. Und hier noch die ganzen 4, kann ich mal zählen, 3 Sammelkarten, Mensch. Mit 3 Goku DLC-Kostümen. Sieht doch gar nicht mal so übel aus, nicht wahr? Und das alles für umgerechnet 129 Schweizer Franken. Ich glaube, das sind etwa 80 Euro, kann das etwa sein? Ja, plus, minus würde ich mal sagen. Na, ist auch egal. Ich hoffe mal, das Geld war es sich wert. Und ja, für euch halt weiterhin viel Spaß mit diesem Let's Play. Das war's zum Unboxing. Es geht weiter mit dem Let's Play, sprich da zum Story-Modus halt das Let's Play und dem Let's Fight noch. Da wird es auch weitergehen hier mit Ultimate Ninja Storm 3 und weiterhin auch noch mit Generations, bis halt Storm 3 die Online-Fights komplett ablösen wird. Na dann. Vielen Dank fürs Zusehen und ciao zusammen.